Drum, Chat und alle, die zuschauen, jetzt auf dem zweiten Kanal. Jetzt gilt es ernst. Der Kampf hat angefangen. Okay, Leute. Jetzt kommt die große Ankündigung, obwohl es ist nicht wirklich eine Ankündigung, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen es eh schon. Aber Leute, ich bin nominiert für den Swiss Comedy Award. Nein, ich bin tatsächlich nominiert für den Swiss Comedy Award. Das ist eigentlich in der Tat echt crazy, wenn man überlegt, dass ich nominiert bin für einen Award mit gestandenen Comedy-Grössen von der Schweiz. Drum, Chat und alle, die zuschauen, jetzt auf dem zweiten Kanal. Jetzt gilt es ernst. Der Kampf hat angefangen. Chat, der Kampf hat angefangen. Wir holen uns das. Ich sag's jetzt, wir holen uns den Award. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn hole, aber ich sag's jetzt, wir holen uns den Award, weil ich bin mega hyped. Es ist sicher auch euch zu verdanken, dass ihr mit Videos schaut. Ich bin jetzt, glaube ich, der erste Schweizer YouTuber, der für diesen Award nominiert wurde. Ich glaube, beim Swiss Comedy Award ist noch nie ein YouTuber gesehen und ich sehe mich halt als YouTuber und nicht als TikToker. Klar, TikTok hat sicher ein bisschen mitgespielt, aber ich sehe mich hauptsächlich als YouTuber. Bist aber nicht lustig. Ja, ist so klar gewesen, dass es für jemanden kommt, Digga. An alle, die zuschauen, jetzt im Stream und daheim. Geht auf die Webseite www.comedyawards.ch und geht abstimmen. Ich kann euch das zeigen. Kann man mehrmals voten. Ey, Can, ich bin mir noch unsicher. Ich habe zweimal mit meinem eigenen Account gewotet, darum glaube ich, dass es geht. Wir müssen jetzt natürlich die Konkurrenz abchecken. Es gibt den Swiss Comedy Award auch normal, die Kategorie, und dann gibt es die Kategorie Online. Das heisst, es gibt nur 2 Kategorien und ich bin einer von den 2 nominiert. Einfach crazy, Digga. So, wir müssen jetzt die Leute durchgehen. Wir haben den Rasch Junior. Ist für mich ein bisschen 2015, ehrlich gesagt. Der spielt noch beim Säcki mega viel mit. Aber ich sag's wie es ist, ich glaube, der Rasch, ich will mich nicht zu fest aus dem Fenster lernen, aber ich glaube, der Rasch ist nicht eine Konkurrenz für uns. Glaube ich. Dann der Tom Giesler. Die den Tom Giesler nicht kennen, absolute Legende beim SRF 3, ist ein Radiomoderator. Das heisst, ist eigentlich nicht ein Online-Dude, finde ich jetzt. Er hat eine mega nice Kategorie auf dem SRF 3, die heisst Gisel Schissel. Ihn finde ich recht lustiger Dude, aber er hat halt auf Insta, glaube wie viele Follower hat er auf Insta? Ich muss mal kurz schauen. 10.000. Sehr lustiger Dude. Fühle ich, feiere ich. Finde ich auch nice, dass er nominiert ist. Dann, natürlich muss der Raffas Plastic Life nominiert sein, wie bei jedem Award, was für Influencer gibt in der Schweiz. Sie wird einfach überall nominiert, aber ich weiss auch ehrlich gesagt nicht mehr, wieso sie jetzt immer nominiert wird. Ist jetzt überhaupt nicht mit Content. No disrespect, sie soll ihr Ding machen, es ist riesig, sie kommt gut an. In Deutschland, sie hat glaube ich 600'000 auf YouTube, von dem her beklagen kann man sich da eher weniger. Nicht so mein Ding, aber sie ist dabei. Rafa safe, mit der Noelia, wo da unten ist, mit Noelia safe die größte Konkurrenz, habe ich das Gefühl. Noelia ist auch noch dabei. Noelia ist auch jetzt an jedem Award nominiert. Okay, wir haben den Rasch, wir haben den Tom Giesler, wir haben den Rafa und wir haben die Noelia. Und natürlich, wir haben den Adrian Vogt, a.k.a. Adi Totoro, mit einem absolut wilden Bild. Hat natürlich auch den Brüllen-Drip auf dem Bild müssen representen. Übrigens, Can, du hast ein Bild gemacht. Can, dein Bild ist bei den Comedy Awards drin. Anklicken. Dann scrollst du runter und beim Namen gibst du ein Hansfred, adi.totoro@gmail.com. Mal schauen, ob wir noch abstimmen kann. Und abgestimmt. Macht Noelia überhaupt noch etwas? Das ist eben auch so eine Frage, wo ich mich tatsächlich stelle. Ja, sie ladet ab und zu noch ein Video auf Insta, aber wir müssen auch ehrlich sein, es sind viel zusammenarbeiten mit Firmen. Ich habe das Gefühl, wir haben eine Chance. Es wird safe schwierig, gerade gegen die Rafa. Noelia hat auch noch einen riesen Reach auf Insta. Ich kann natürlich TikTok machen. Ich kann nicht trinken. Ich kann wirklich nicht trinken. Es ist nur Wasser. Es ist wirklich nur Wasser. Oh Mann. Nein, also eben, die Noelia macht nicht mehr viel. Ich denke, wir haben eine Chance bei dem Award. Ey, bitte, Leute, geht voten. Ich zähle auf euch. Wir tun jetzt mal den Fakt bestätigen, dass die YouTube-Community, dass man nicht nur sagt, dass das so die Nächste ist zu den Leuten, sondern wir beweisen das jetzt auch. Ich bin gespannt, Digga. Chat, könnt ihr mal reinschreiben. Ich bin wirklich mal gespannt, was denkt ihr? Habe ich eine Chance zum Gewinnen? Oder ist es komplett unrealistisch? Oder ist es realistisch, Chat? Yes, auf 100. Du hast die beste Chance gehabt. No joke. Glaub schon. Was passiert da? Ey, aber nein, wirklich. Mein T-Shirt ist nass. Wir schauen wegen dem Award. Und wir schaffen das. Wir packen das. Wir gehen alle rein. Ich zähle auf euch. Und ich zähle auf meine Trinkkünste, die ich habe im Wasser. Ich kann euch zeigen, dass ich auch Wasser trinken kann, ohne auszuschütten. Merci vielmals fürs Abstimmen. Jeder, der sich einsetzt für mich, wenn du mich überhaupt supporten willst. Macht das. Macht das. Merci vielmals, Alter. My heart just got stuck.